Shepard, willkommen zurück unter den Lebenden. Ich war nicht sicher, ob Sie meine Nachricht erhalten haben. Es ist lange her, Captain. Ich bin jetzt Ratsherr. Ich musste meinen Auftrag niederlegen, als ich Teil des Rats wurde. Ich bin froh, dass Sie da sind. Obwohl ich darauf gehofft hatte, dass der Rest des Rats bei diesem Treffen ebenfalls anwesend sein würde. Leider hören Sie nur selten auf mich. Manchmal frage ich mich, ob Udina nicht doch die bessere Wahl für dieses Amt gewesen wäre. Keiner hat behauptet, dass es leicht wird. Aber ich kenne Sie. Sie sorgen dafür, dass Dinge erledigt werden. Danke für Ihr Vertrauen. Aber Udina würde wohl kaum zustimmen. Seiner Ansicht nach habe ich beim Umgang mit anderen noch viel zu lernen. Ich weiß noch immer nicht, warum ich herkommen sollte. Es wird seit Ihrer Rückkehr viel geredet. Manches davon ist offen gestanden ein wenig beunruhigend. Ich wollte Ihnen Gelegenheit geben, Ihre Handlungsweise zu erläutern. Vielleicht brächten Sie den Rat dazu, die Dinge aus Ihrer Perspektive zu sehen. Aber Sie wollen sie nicht empfangen. Sie haben den vorherigen Rat beim Angriff der Sovereign auf die Citadel sterben lassen. Man ist der Ansicht, die Interessen der Menschheit wären Ihnen stets wichtiger als die Belange der Galaxie. Die Gerüchte über Ihre Zusammenarbeit mit Cerberus waren dabei auch keine Hilfe. Was machen Sie eigentlich da draußen? Die Kollektoren entführen unsere Kolonisten in den Terminus-System. Und ich glaube, dass sie für die Reaper arbeiten. Die Kollektoren? Das hatten wir nie in Erwägung gezogen. Es gibt kaum Daten darüber. Sie schienen immer nur eine Randbedrohung zu sein. Wenn sie nur eine Tarnung für die Reaper sind, wäre das ein Hammer. Aber selbst das reicht womöglich nicht aus, um den Rat aus seiner Lethargie zu holen. Die anderen waren die letzten 2 Jahre damit beschäftigt, sich einzureden, dass die Reaper gar nicht existieren. Ich habe versucht, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Aber das wollen sie gar nicht. Es ist viel praktischer, die Sovereign einfach als Kriegsschiff der Geth zu betrachten. Sind die blind? Was ist mit Vigil, der Proteaner VI auf Ilos? Die VI auf Ilos hat sich selbst abgeschaltet. Sie sind der Einzige, der mit ihr gesprochen hat. Genau wie Sie und Ihre Crew die Einzigen sind, die direkt mit der Sovereign gesprochen haben. Offiziell wurde die Existenz der Reaper als Mythos abgetan, den Saren verbreitet hat, um die Geth dazu zu bringen, ihm zu folgen. Wir kennen beide die Wahrheit. Und ich habe 2 Jahre lang dafür gekämpft, aber viel erreicht habe ich dabei nicht. Aufgeben sieht Ihnen gar nicht ähnlich, Anderson. Ich habe nicht aufgegeben. Aber ich muss realistisch bleiben. Selbst als Ratsherr sind meine Möglichkeiten begrenzt. Es liegt an Ihnen, die Reaper aufzuhalten, Shepard. Ich kann Ihnen nur einen Titel anbieten, falls Sie ihn wollen. Ich kann Sie wieder in den Spectre-Status erheben. Ich gewinne damit zwar keinen Beliebtheitswettbewerb, aber Sie können das nicht verweigern. Ihr Titel wurde Ihnen nach Ihrem Tod niemals offiziell aberkannt. Außerdem sind Sie für die Menschheit nach wie vor eine Heldin. Und der Rat kennt die Risiken, Ihre Meinung einfach so zurückzuweisen. Ich nehme alles, was Sie mir geben können, alter Freund. Und wenn es von Ihnen kommt, ist es genauso viel wert wie beim ersten Mal. Die Zeremonie fällt kleiner aus und hat mehr Symbolcharakter, als ihr gut tut. Aber in manchen Kreisen hat der Titel immer noch Gewicht. Der Rest liegt an Ihnen. Ich halte Ihnen den Rücken vor dem Rat und der Allianz frei. Das dürfte nicht schwer sein, solange Sie in den Terminus-Systemen operieren. Anderson, wir müssen reden. Shepard, was machen Sie denn hier? Kurze Stippvisite, um zu sehen, wie es Anderson geht. Hoffentlich haben Sie nichts Unbedachtes getan, Ratsherr. Etwa ein Treffen mit dem Rat anberaumt. Das könnte zu ernsthaften politischen Konsequenzen führen. Ich bin Ihnen keine Rechenschaft schuldig, Udina. Warum gehen Sie nicht in Ihr Büro und denken darüber mal eine Weile nach? Natürlich, Ratsherr. Schönen Tag noch Ihnen beiden. Tut mir leid. Udina hat nie verkraftet, dass ich den Sitz im Rat bekommen habe und nicht er. Manchmal muss ich ihn eben zurechtweisen.
Udina macht nur seine Arbeit. Wohl wahr. Er ist durchaus nützlich. Und wenn auf der Citadel etwas erledigt werden muss, weiß er genau, an wen man sich dafür wenden muss. Außerdem nimmt er mit Wonne all die offiziellen diplomatischen Pflichten wahr, für die ich gar keine Zeit hätte. Wie lange hat es nach der Schlacht gedauert, hier alles wieder zum Laufen zu bringen? Wir sind noch mittendrin. Die Handelszentren und die am dichtesten bevölkerten Bezirke sind fertig. Aber mit der völligen Wiederherstellung ist erst in rund 5 Jahren zu rechnen. Aber die Keeper überraschen uns immer wieder. Als ob unsere Reparaturen sie stören würden. Wir stellen irgendein hässliches neues Teil auf und ein paar Tage später haben sie es wunderbar verschönert und integriert. Für schwere Bauvorhaben sind sie eigentlich gar nicht gedacht. Und ich habe keine Ahnung, woher sie die Ressourcen nehmen. Aber ohne sie würden wir niemals fertig werden. Es überrascht mich, dass niemand erkennt, dass die Sovereign keine Technologie der Geth ist. Wurde denn das Wrack nicht untersucht? Da gibt's nicht viel zu sehen. Überall auf der Station hat es Teile davon geregnet. Es herrschte Chaos und unzählige Spezies haben in den Bezirken ihre Toten gesucht. Wir haben so viel geborgen, wie wir konnten. Aber wegen der Keeper und nicht autorisierter Bergungen liegt heute weniger als die Hälfte von dem Ding vor. Außerdem wollen sie nicht zugeben, was die Sovereign war. Mein letzter Stand ist, dass wir immer noch Widerstandsnester bekämpfen. Hier und dort. Aber die sind zunehmend schlechter organisiert. Krieg kann man das schon lange nicht mehr nennen. Es ist eher eine Aufräumaktion. Ich würde sie noch nicht völlig vernachlässigen, aber relevante Verluste haben wir schon seit Monaten nicht mehr. Wenn ein ziviles Schiff ein Nest entdeckt, schicken wir eine Einheit und heben es aus. Sie sind für uns keine Schreckgestalten mehr, so wie früher. Was ist nach der Zerstörung der Normandy aus Gunnery Chief Williams geworden? Operations Chief Williams ist noch immer bei der Allianz, aber sie hat eine Sondermission. Streng geheim. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht, solange sie mit Cerberus zusammenarbeiten. Tut mir leid. Wie ist es Ihnen in den letzten Jahren ergangen? Der Sitz im Rat ist nicht das, was ich mir für meinen Lebensabend vorgestellt hatte. Manchmal habe ich das Gefühl, ich würde ständig mit dem Kopf gegen eine Wand rennen. Die Wahrheit über die Sovereign zu kennen, ist eine große Belastung. Ein Albtraum. Ich kann schon verstehen, warum andere es nicht glauben wollen. Aber ich weiß, wie wichtig es ist. Also versuche ich es weiter. Immer einen guten Kampf liefern. Richtig? Vergessen Sie Udina und den Rat. Schließen Sie sich meiner Crew im Kampf gegen die Kollektoren an. Ich bin zu alt, um durch die Galaxie zu rasen. Und trotz aller Klagen habe ich hier eine wichtige Aufgabe zu erledigen. Die Front, die gehört Ihnen. Ich gehe jetzt besser. Natürlich, Shepard, ich verstehe. Ich würde gern mehr für Sie tun, aber wenn Sie was zu besprechen haben, finden Sie mich immer hier. Aber tun Sie mir einen Gefallen und seien Sie vorsichtig. Man kann Cerberus nicht trauen. Das weiß ich zufällig. Aber egal. Aus gewöhnlich gut unterrichteten Kreisen wird verlautbart, dass der Angriff auf die Menschenkolonie Freedom's Progress daraufhin untersucht wird, ob es sich dabei nicht möglicherweise um einen Terroranschlag durch Dissidenten anderer Ratspezies gehandelt hat. Es gibt zwar noch keine offizielle Aussage dazu, aber der Rat hat bei der salarianischen Special Task Group auf dem Verwaltungsweg Informationen angefordert. Aha. Okay, hier befinden sich Saronis Applications, das Lagerhaus und die Theater Foundation. Hier befinden okay, ich käme jetzt einen Scheißdreck aus. Neues Gruppenmitglied zur Normandy. Wir nehmen mal das. Diese Clanlose ist eine Diebin. Und ich verlange ihre Verhaftung. Kurz einen Blick. Bin doch nur vorbeigegangen. Ja, das können wir uns, das müssen wir uns später anschauen. Ich bin mir nämlich nicht mehr sicher. BZW, ich habe irgendwie vergessen,
wie hier in diesem Spiel die Sache mit dem Dings funktioniert. Mit diesem Überredenssystem. Ich habe ihre Hand in meiner Tasche gespürt. Als Irashimas! Aha. Also auf gut Deutsch gesagt, hier am Arsch. Na gut. Level 26, was haben wir da? Nachrichten haben wir heute eh schon genug gehört. Und wie immer gibt es auch hier genug zu erkunden und zu entdecken. Marab. Willkommen bei Saranus Applications. Interessieren Sie sich... Oh, Shepard! Kennen wir uns? Nein, aber ich kenne Sie. Selbst ein seniler Hanar erinnert sich an den Menschen, der die Geth zurückgeschlagen hat. Ich dachte, Sie wären tot. Ja, das kriege ich oft zu hören. Bitte, sehen Sie sich nur um. Es ist eine Freude, Sie bei uns zu haben. Wissen Sie, ich benutze bei meiner Arbeit ganz schön viel Software. Es ist eine Schande, dass kaum jemand Ahnung von seinem eigenen Equipment hat, sobald es über das eindeutige Draufklicken und Hinfliegen im Navigationsinterface hinausgeht. Sie würden nicht glauben, wie oft ich höre, warum wendet das Schiff? Wir haben doch erst die Hälfte des Weges hinter uns. Oh doch, das glaube ich. Wissen Sie, ich mag Ihre Produkte. Interessiert an einer Empfehlung durch den Menschen, der Saren besiegt hat? Ich wäre entzückt, aber ich könnte es mir vermutlich nicht leisten, Sie dafür zu bezahlen. Nur keine Sorge, wir könnten doch einfach einen Preisnachlass vereinbaren. Unbedingt, sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Das ist großartig. Ich werde es sofort bearbeiten und verwenden. Vielen Dank. Geil. Okay, stöbern. Was gibt's denn da alles? Warte mal kurz. Tech-Schaden, Gruppenbonus. Standard-Universalwerkzeug werden mit einer großen neuralen Eingabetoleranz kalibriert, damit Wesen aller Spezies sie zielführend benutzen können. Wenn man das Universalwerkzeug individuell auf die spezifischen neuralen Muster eines Benutzers einstellt, erhöhen sich die Empfindlichkeit und Leistungsempfindlichkeit erheblich. Danach ist das Universalwerkzeug allerdings nur noch von diesem Benutzer bedienbar und muss zudem bei kleinsten neuralen Veränderungen immer wieder neu kalibriert werden. Okay. Schadensvisier, Schild Upgrade. Oh. Gruppenbonus plus 10% auf Schilde, Barrieren und Panzerung. Dieses umfassende System-Upgrade bietet verbesserten Schutz für alle Gruppenmitglieder, unabhängig von ihren individuellen Verteidigungsstrategien. Nimmer. Und den Schadensschutz möchte ich haben. Das sieht interessant aus. Du sagst das. Gehen Sie in die Kapitänskabine, um die Objekte zur Individualisierung einzusehen. Na super. Wir sind schon wieder um einiges schlauer. Was ist denn da los? Ich glaube, die zwei haben dann später aber Skian. Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Verkaufsstelle der Sirta Foundation im Sakara-Bezirk. Empfehlung gefällig? Mir sind Ihre Preise aufgefallen. Ganz schön happig. Bei allem Respekt, die Foundation ist an Profit nicht interessiert. Ein Teil unseres Umsatzes wandert in die Forschung zur Heilung von Erbkrankheiten. Wissen Sie, was Ihr Angebot populärer machen würde? Eine Empfehlung durch die Frau, die Saren besiegt hat. Och, ach herrje. Sie sind Shepard, nicht wahr? Ich gebe Ihnen mit Freuden meinen Angestelltenrabatt, wenn Sie das für uns tun. Dann haben wir einen Deal. Sprechen Sie einfach in meine Konsole hier. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft auf der Citadel. Ich werde das sofort in unsere Werbekampagne einbauen. Vielen Dank. Geil. Medigel-Kapazität erhöht. Das könnte man aber brauchen. Lebenserhaltungshülle. Die Sirta Foundation hat eine tragbare Gitterstruktur mit einem innovativen Netz mit Mikrostimulatoren und Medigel-Verabreichungspunkten entwickelt, um die Überlebenschance für Arbeiter und Militärangehörige in lebensfeindlichen Zonen zu verbessern. 25.000, so viel habe ich nicht mehr. Das ist noch mit dabei. Die Medigel-Kapazität, die werden wir später erhöhen. Was denkst du, Michael? Vielleicht den Immunverstärker? Das soll gegen Alien-Bakterien helfen.
Wir können für den kleinen Jay kaufen, was immer du Was möchtest. ist da? Warenhaus. Mir wurden eine Rückerstattung und ein Umtausch zugesichert. Ich soll hier einen neuen Universalkonverter abholen. Ich glaube, da sind Sie hier falsch. Nein, es hieß, ich soll zum Lagerhaus gehen. Und das hier ist ein Lagerhaus. Aha. Hast du irgendwas zum Anbieten? Du? Nö. Du? Nö. Hören Sie, ich habe lange für diese Rückerstattung kämpfen müssen. Es geht um einen Universalkonverter von Cision. Er hat gesagt, hier würde einer für mich bereit liegen. Haben Sie einen Serviceauftrag? Sie wissen doch, wie Quarianer sind. Die nehmen alles mit, was nicht... Tut mir leid, ich versuche hier gerade eine Aussage aufzunehmen. Die Sache ist doch völlig klar. Sie hat meine Kreditkarte gestohlen. Verhaften Sie sie. Hab ich nicht. Nur weil ich Quarianerin bin? Seien Sie jetzt bitte ruhig und holen Sie mal tief Luft. Sie verhöhnen mich, Erdenclan. Nur weil der... Ich habe mich schlecht ausgedrückt, Ma'am. Ich bitte um Entschuldigung. Sie behaupten, Sie würden zu Unrecht beschuldigt? Ich war unterwegs zum Gebrauchtschiffhändler, als er vor der Sirta Foundation in mich reingelaufen ist. Er hat weder angehalten noch sich entschuldigt. Eine Minute später kam er mit C-Sicherheit an und hat mich beschuldigt, seine verdammte Karte gestohlen zu haben. Wissen Sie, wer die Wahrheit sagt? Mein Universalwerkzeug sagt, dass sie keine Karte bei sich hat. Aber sie könnte sie versteckt haben, um sie später wiederzuholen. Sie wissen doch, wie Quarianer sind. Und sie ist ganz eindeutig obdachlos. Ich nehme sie mit zu Bailey. Soll der entscheiden, was mit ihr geschieht. Sie behaupten, sie hätte Ihre Kreditkarte gestohlen? Sie muss es gewesen sein. Sie hat mich beim Verlassen des Geschäfts der Sirta Foundation beinahe umgerannt. Warum muss jemand, der Sie umrennt, gleich Ihre Kreditkarte klauen? So arbeiten Taschendiebe nun mal. Sie rennen zur Ablenkung in dich rein und räumen dir dabei die Taschen aus. Man kann diesen clanlosen Quarianer nicht den Rücken zukehren. Diebe, allesamt. Danke, Xbox. Sind Sie sicher, dass Ihre Karte nicht noch bei der Sirta Foundation liegt? Natürlich. So einen Fehler würde ich niemals machen. Ich habe dort nicht mal was gekauft. Die Karte war die ganze Zeit in meiner Tasche. Mal sehen, ob ich rausfinden kann, was passiert ist. Ma'am, das ist eine Angelegenheit der C-Sicherheit. Wir tun alles, was wir... Alles, was wir können, um die Sache aufzuklären. Wir brauchen keine Hilfe von Zivilisten. Sollten Sie die Karte finden, informieren Sie bitte einen Officer. Gehen wir. Seien Sie vorsichtig. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an. Ich glaube, mich erinnern zu können, was da passiert ist. Cartoons Kreditkarte finden. Hat auf dem Markt seine Kreditkarte verloren. Jetzt muss ich nur schauen. Sirta Foundation. Das ist das zweite Geschäft. Das muss da sein, ne? Na, da ist das Warenhaus Sirta Foundation. Dann ist das vielleicht da. Ich bin Commander Shepard und das ist mein Lieblingsgeschäft. Guten Tag, Bürger. Willkommen in der Verkaufsstelle der Sirta Foundation im Sakara-Bezirk. Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Kreditkarte fallen lassen? Ist mir zumindest nicht aufgefallen. Er hat nichts gekauft. Danke für Ihre Zeit. Kommen Sie bald wieder, Shepard. Hier steht, dass Nervenerweiterungen hin Kurz und noch wieder... einen Blick. Tagebuch. Kreditkarte finden. Störungen als Nebenwirkung haben. Jake rennt so gerne. Was ist, wenn er dadurch umfällt?
Jake geht es blendend, Rebecca. Er ist ein völlig gesundes Kind. Wo war die depperte Ja, aber Kreditkarte? er ist mein Baby. Sonst ist mir nichts von Jacob geblieben. Ich weiß. Sarens Applications. Warte mal. Wie ist das gegangen? Ich will ihn nur beschützen. Ich weiß. Ich bin gar nicht irrational, Michael. Ich weiß. Wie ist der Gag da Ich bin gegangen? Commander Shepard und das ist mein... Ah, meine Lieblingskundin. Was darf's denn sein? Vor nicht allzu langer Zeit war hier ein Volus. Hat er eine Creditkarte fallen lassen? Oh, ja, er hat ein paar Treiber für sein Umweltsystem gekauft und ist dann ohne seine Karte gegangen. Als ich es bemerkt habe, war er schon weg. Falls Sie ihn sehen, sagen Sie ihm, dass ich sie hier unter dem Ladentisch verwahre. Danke für Ihre Zeit. Ich bin hier, wenn Sie etwas brauchen. Wo sind denn die jetzt da? Sie behaupten... Gehen Sie bitte weiter. Sie haben Ihre Creditkarte bei Serenus Applications vergessen. Der Verkäufer hält sie für Sie bereit. Oh. Naja. Die Quarianerin könnte sie aber gestohlen haben. Ich schließe hiermit den Bericht. Aber ich werde Sie beobachten. Besorgen Sie sich einen Wohnsitz. Sonst verhafte ich Sie. Meinen Sie beide das im Ernst? Was? Sie haben dieses Mädchen fälschlicherweise des Diebstahls bezichtigt. Und jetzt fällt Ihnen nur ein, sie könnte sie gestohlen haben? Jetzt aber mal ganz... Jetzt zu Ihnen. Sie wird belästigt und beleidigt und Sie wollen sie wegen Landstreicherei verhaften? Und wie würde es Ihnen gefallen, wenn ich Sie wegen Behinderung der Justiz einbuchte? Sie glauben, Sie könnten einen Spectre einbuchten? Sie beide sollten jetzt einen Abgang machen. Ah, verdammter... Danke, ich würde Ihnen gern mehr dafür geben als ein paar Worte. Kommen Sie ab jetzt selber klar? Ich denke schon. Meistens esse ich abends zwar nur Nährpaste in einem turianischen Asyl, aber ich überlebe. Danke. Geil. Okay, ich verstehe das System wieder. Ja, ich hätte gesagt, wir machen dort mal eine kleine Pause. Die Aufnahme hat jetzt schon wieder 1 Stunde 40 Minuten gedauert. Und es kann noch recht heiter werden. Gut, schauen wir mal. Was machen wir als nächstes? Warte mal, jetzt haben wir überhaupt Erfahrung bis nächster Stufe 460. Okay, passt. Sehr gut. Aber mal speichern. Ich mag diesen Charakter Shepard einfach. Bis zum nächsten Mal. Baba.